Hey, ich finde es super, dass du dich für Wahlen interessierst. Die Schweiz mit ihrer direkten Demokratie ermöglicht uns frei zu wählen. Und zum Glück ist Abstimmen in der Schweiz ganz einfach. Vielleicht bist du 18, stimmst das erste Jahr ab oder 30 und hast es noch nie gemacht. In beiden Fällen bist du am richtigen Ort. Ich erkläre ganz kurz, wie es geht. Es ist nicht nur deine Freiheit zu wählen, sondern in meiner Ansicht ist es auch deine Pflicht. In vielen anderen Ländern nämlich werden die Bürger nicht gefragt, was sie für eine Meinung haben, sondern es wird einfach entschieden. Was wichtig ist, dass du jetzt wählen und nicht nachher motzen, was passiert. Es gibt ganz viele Leute, die sich beklagen, eben was für Gesetze es gibt, aber sie verpassen die Chance, dass sie eigentlich etwas dafür machen können. Du bist Teil der Zukunft. Immerhin wählen wir die Leute, die wir jetzt wählen in den National- und Ständeratwahlen für die nächsten 4 Jahre. Und ja, wenn du so Straße entlang fährst, all die lächelnden Gesichter, all die vielen Poster von diesen Leuten, hast du dich sicher auch gefragt, was wollen all die Leute von mir? Im zweiten Video von dieser Serie sage ich, wer man überhaupt wählen kann. Ich gebe nicht eine persönliche politische Meinung ab, sondern zitiere einfach die verschiedenen Kandidaten, die es gibt und stelle sie vor. Alle Parteien und ihre Positionen. Damit, wenn du keine Ahnung hast, dass du ein Gefühl für das Ganze bekommst. Jetzt in diesem Video nur mal das wie wir abstimmen. Es gibt Nationalratswahlen und Ständeratswahlen. Die beiden zusammen bilden das Parlament, die Legislative. Sie machen unsere Gesetze. Der Nationalrat ist mit 200 Mitgliedern die Vertretung vom Volk. Also proportional zum Volk. Ein grosser Kanton wie der Kanton Zürich wählt 35 Leute in den Nationalrat und ein kleiner Kanton wie der Kanton Zug zum Beispiel wählt nur 3. Der Ständerat ist die Vertretung der Kantone. Jeder Kanton wählt 2, ausser Halbkantonen einen. Das Parlament bestimmt auch, für was das Geld vom Bund eingesetzt wird. Und sie wählen den Bundesrat, von dem wir 7 haben, und sie wählen Mitglieder vom Eidgenössischen Gericht. Alle Wahlberechtigten ab 18 haben das Kuvert mit den Wahlunterlagen vor kurzem bekommen. Das ist das Kuvert da. Das Kuvert, wenn ihr es bekommt, nicht einfach aufschneiden. Es hat da hinten so einen Reissverschluss, also nein, nicht einen Reissverschluss, sondern Scratch zum Aufmachen. Macht den hier auf, nicht aufschneiden. Sonst kann man das Kuvert nicht wieder verwenden. Wenn ihr es gut aufmacht, kann man es nämlich einfach das Kuvert wiederverwenden, wieder zumachen im Briefkasten und es kostet nichts. In dem Wahlzettel-Set hat es verschiedene Listen. Das wäre das da. Wahlzettellisten. Genau. Der schnellste Weg ist jetzt der. Nehmt die Liste der Partei, die ihr wollt. Schaut, da rein. Verschiedene Parteien. Die Evangelische Volkspartei zum Beispiel. Reissen es raus. Tun es in Stimmzettelkuvert, das ist das mit diesen Löchchen. Hauen es da rein. Machen es zu. Das ins grosse Kuvert rein. Dann noch den Stimmzettel, den Stimmrechtsausweis. Den unterschreiben und auch rein tun. Ins grosse Kuvert. Auf dem Stimmrechtsausweis hinten drauf ist die Adresse, wo ihr es schicken müsst. Dann haben wir schon abgestimmt. Ja, es ist wirklich so einfach. Schon hast du deinen Beitrag als Schweizer Bürger zu unserer Nation gemacht. Nächstes Jahr in 4 Jahren kann man dann auch online abstimmen, aber für diese Wahlen haben sie das noch nicht gemacht. Du kannst nur brieflich oder an der Urne abstimmen. An der Urne ist klar, du musst in die Gemeinde gehen und dort stimmen. Das Ganze mit dem Streichen und Panaschieren und so weiter, was da alles gibt, lass dich nicht von dem stressen. Das kannst du machen, wenn du wirklich Zeit hast.
Zeit willst investieren und dich tiefgründig damit beschäftigen. Aber schlussendlich sind es verschiedene Leute von diesen Parteien und ja, das ganze Unterlistenzeugs spielt nicht wirklich eine Rolle. Über die Ständeratswahlen rede ich im dritten Video. Kurz gesagt, musst du einfach 2 Namen auf den kleinen Zettel tun und auch den ins Stimmkuvert reinhauen. Im Video über die Nationalratswahlen, das zweite von dieser Serie, stelle ich alle wählbaren Parteien kurz vor, die in diesem riesigen Dossier drin sind. Dazu kannst du entweder im Video draufklicken oder unten am Video in der Infobox auf den Link gehen, dann kommst du weiter zu dem Video. Da kannst du auch auf meinen Kanal gehen und dort das nächste Video anklicken. Wenn du in Zukunft mehr über die Schweizer Politik wissen willst, dann abonniere meinen Kanal. Ich werde über alle zukünftigen Abstimmungen kurz das zusammenfassen und erklärend vorstellen. In dem Fall, danke vielmals, bis zum nächsten Video.